So, salut zusammen und herzlich willkommen wieder mal zu einem Let's Play von mir. Und zwar, vielleicht sieht schon der eine oder andere, was es ist. War Z bin ich am Gamen. Ich habe auch, wie der Jay selber, wenn ihr das schon gesehen habt, der hat auch wieder mal ein Let's Play gemacht, wieder mal Lust gehabt, etwas zu machen. Und zwar ist mir nichts anderes eingefallen als War Z. Weil ich das einerseits schon lange auf der Kiste habe. Ich habe es noch von der Alpha-Version habe ich schon mitgemacht, dort mal ein bisschen gespielt. Habe es jetzt aber sehr lange nicht mehr gespielt. Also sicher schon seit dem Oktober nicht mehr. Weiss also nicht, was alles neu ist. Für diejenigen, die es können, ja, haben ein bisschen Rücksicht mit mir. Was ich auch gesehen habe, die Karte ist viel grösser geworden. Ich weiss noch, in der Alpha ist da der kleine untere Teil da frei gewesen, und jetzt ist auf einmal die ganz frei. Ich habe diesen Teil da noch gar nicht gesehen und werde den mal mit euch zusammen ein bisschen erkunden. Ich hoffe natürlich, ich überlebe sehr lang. Aha. Gut, ich starte hier mit eigentlich fast nichts. Ich habe das hier hat man beim Start. Das wenige, das reicht gerade ein bisschen zum Überleben. Und den Baseballschläger habe ich mir aber noch genommen, weil ich ein Global Inventory habe. Also das hat ja jeder, aber ich habe den noch dort drinnen gehabt. Damit ich mich wenigstens im Let's Play ein bisschen wehren kann. So, also, ich schaue jetzt mal, gehen wir mal Clear View. Gehen wir mal in die nächste Stadt. Wir müssen unbedingt mal etwas zu essen und zu trinken haben. Und Waffen wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ich bin jetzt gerade mal für den Anfang in einen Server reingegangen, wo nicht so viele Leute drin sind. Dass ich eben, wie gesagt, möglichst lange überlebe. Wäre vielleicht nicht so schlecht. So. Ich muss mich zuerst wieder ein bisschen an das Spiel gewöhnen. Und ich habe gedacht, ich mache das gerade mal mit euch zusammen. Wie gesagt, ich habe wieder mal Lust gehabt, oder wir beide haben eigentlich wieder mal Lust gehabt, etwas zu gamen, ein Let's Play. Wir sind, wie euch treue Zuschauer auffallen ist, sehr lange nicht mehr aktiv gewesen auf unserem Kanal. Also gut rund 4 Monate, glaube ich, habe ich gesehen. Ja, wir haben sehr viel um die Ohren gehabt in der letzten Zeit. Es ist ein bisschen drunter und drüber gegangen und haben halt nicht immer Zeit gehabt, um ein Let's Play zu machen, weil das sehr aufwendig ist, und wir haben halt auch viel immer zusammengespielt, im Koop-Modus natürlich. Und das ist sowieso schwer, sich immer mal zu treffen, also mal Zeit zu finden, wo beide gamen können und etwas aufnehmen. Vor allem, weil es im Moment ein bisschen lau ist mit den Games, was den Koop-Modus angeht. Es gibt ja so gar nichts Schlaues. Das letzte, was wir ein bisschen zusammen durchgezockt haben, war Borderlands 2 gewesen. Wir haben das, glaube ich, sogar angefangen aufzunehmen, aber ja, es ist irgendwie nicht so super rausgekommen, darum haben wir das eigentlich dann auch lassen. Wir haben für unsere Zeit, also damals, viel zu viel Let's Plays gemacht eigentlich. Wir werden die jetzt, ich weiss nicht, wie das weitergeht mit unserem Kanal, wir sind auch gefragt worden, wie geht es weiter, auch mit unserem Minecraft-Server, den wir hatten. Das ist alles stillgelegt worden. Wir haben zu viel gegamet einen Moment lang. Viel zu viele Let's Plays gemacht, muss ich sagen. Und die Qualität hat halt schon manchmal ein bisschen darunter gelitten, leider. Aber wir haben einige sehr treue Zuschauer. Und da werde ich mich auch noch auch im Namen von Jay bedanken für unsere treuen Zuschauer. Und die auch gefragt haben, gerade vor kurzem zufälligerweise ist ein bisschen gefragt worden, ob wir wieder mal etwas machen. Ja, wir haben jetzt da einfach mal spontan wieder etwas angefangen. Der Jay tut das Far Cry 3 zocken. Ich weiss nicht, ob er das Ganze macht im Let's Play, weil das ja sehr lang geht. Und ich mache mal das War Z. Weiss aber nicht, wie viele Folgen ich mache. Ich weiss nicht, wie lange ich game. Ich tue jetzt einfach mal so rein plauscheshalber ein Let's Play machen. Ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu geben. Ob ihr vielleicht auch weiterhin wollt
Let's Plays gesehen von diesem Game hier. Ich weiss nicht, ob es alle können. Ich denke, sehr viele können Stay Z oder Stay Z. Und zwar, sie ist ja ein bisschen beschimpft worden, wegen, ja, bla bla bla, viel abgeschaut und so weiter. Aber man muss sich halt auch ein bisschen genau informieren. Also das Game ist ja schon viel, viel länger in Arbeit, als War Z draussen ist. Sie haben zwar einiges abgeschaut davon, das glaube ich, dürfen wir schon ruhig zugeben. Das Game selber, finde ich, ist aber ganz gut rausgekommen. Man muss natürlich ganz klar sehen, es ist noch Beta, he? Es ist eigentlich noch nicht das endgültige Game. Und für das läuft es eigentlich schon recht gut. Ich muss da gerade mal schnell ein bisschen die Lautstärke zurück tun. Sonst hört man mich nicht. Ja? Aber wie gesagt, das Game ist noch in der Beta-Phase. Es ist sehr, ja, sehr häufig beschimpft worden. Sie haben sich auch viel erlaubt, ein bisschen, die Macher von dem Game. Also es ist, ja, es ist nicht alles so sauber gelaufen, wie es hätte sollen sein eigentlich. Aber der Hersteller, es fällt mir jetzt nicht mal mit den Namen ein, ist ein bisschen bekannt für das. Also sie haben da ein bisschen einige Scheiß gebaut. Und da ist das Game ein bisschen in Verruf geraten. Und ich glaube, viele haben es auch aufgehört zu gamen. Am Anfang habe ich noch relativ viel gespielt. Weil ich habe Stay Z habe ich sehr gerne gespielt. Das spiele ich sicher Haufen, auch von euch. Ich finde die Idee eigentlich sehr geil mit dem Survival, also Überleben in einer Zombie-Apokalypse. Und muss auf alles gefasst sein, vor allem auf andere Spieler. Das heisst, wenn mich jetzt irgendein Spieler sieht, dann killt er mich und da habe ich Pech gehabt. Und ich werde dann auch mich versuchen zu wehren, also wenn ich einen sehe, wo mir nicht so ganz koscher ist, werde ich ihn leider müssen erledigen, wenn ich dann dazu komme. Aber das sehen wir dann. Stirb! So. Ich bin sehr gespannt über die ganzen Erneuerungen. Es sind ja einige Patches rausgekommen, seitdem ich es gespielt habe. Weiss aber nicht genau, was alles neu ist. Leider noch nicht so ganz das, was ich mir erhofft habe. Aber ich werde das jetzt mal durchschauen. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe jetzt hier mal in den Laden rein. Man könnte ja das mein Überlebenstagebuch nennen, das Let's Play. Und ja, mal schauen, wie lange ich da überleben werde. Es ist eigentlich nicht gerade so ein super Game für mich, für das Let's Play daraus zu machen, weil man halt relativ viel reden. Weil nicht immer Action ist, es ist halt viel Laufen, viel Schauen, beobachten. Und ja. Aber ich glaube, ich werde das schon meistern. Ton. Wenigstens werden jetzt mal die Itemnamen angezeigt. Bei mir ist, ich weiss es noch. Mir hat es nie die Uhren Itemnamen angezeigt. Ich habe also nie gewusst, was ich eigentlich auflese. Ein Hauptgrund, warum ich das nachher lange nicht mehr gespielt habe, war, ich habe im Global Inventory habe ich sehr viele Waffen gehabt. Ich habe viel gesammelt. Einige Schrotflinten, Pistolen. Ich glaube sogar M16 habe ich noch 2-3 gehabt. Ich habe mir also einiges angesammelt und dann irgendwann nach einem Patch ist das alles weg gewesen, und das ist halt schon ein bisschen frustrierend. Aber mit dem muss man halt rechnen, weil es ein Beta ist. Beziehungsweise eine Alpha-Version noch war damals. Ups. Und da ist halt das Zeug eigentlich nie sicher. Oh, ein Spieler. Ja, jetzt kommen die natürlich auf mich, das ist sehr gut.
Aber ich sehe schon, dass Schlägeln geht viel, viel besser. Ich bin nicht jedes Mal getatscht von diesen scheiß Zombies. So kommt ich mal jetzt auch noch platt. Hey. Man sollte immer, also so war es damals einmal, möglichst die Grinde reinhauen. Und dieser Weg sterben jetzt eben nicht. Das haben also Zombies halt an sich. Yeah! Aber es wäre jetzt halt nicht schlecht, wenn da irgendeine Waffe rum wäre. Aber ich habe wenigstens jetzt mal etwas zu essen dabei. Trinken wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, und da war schon jemand vor mir. He? Ja, ich glaube, die Stadt hier ist relativ lahm. Ah, die gehen jetzt nicht rein. Oh, Glück. Was haben wir da? 22. Kleinkaliber, so eine hure Güssel. Hey. Was? Ich bin schon voll. Mal schnell ins Inventar hineinschauen. Da die Lampe, die können wir eh nicht brauchen. Hey, das sind sogar 2 Magazine gewesen. Was ist das da? Oh. Schrotmunition. Scheiße. Komm, wir tun das da essen. Und tun dafür den da auflesen. Jetzt haben diesen Trottel angelockt. So geil. Danke vielmals. Ich muss da wieder ein bisschen reinkommen in das Game. Wegen Zombies anlocken. Hey, yo, es ist verdammt laut. Ah, die kommen auf mich. Ja, das sieht ziemlich scheiße aus. Okay, ich muss da jetzt einen kleinen Rückzieher machen, sonst... Ich hätte ja da noch Bandagen. Ja, scheiße. Also jetzt locke ich ziemlich viel an da. Ich säckle jetzt einfach mal weiter in die nächste Stadt, wo ich noch... wo ich noch weiss. Wo man etwas zu holen hat. In der grossen Stadt, die war in der Alpha auch schon frei auf der Map. Ich versuche mal mein Glück dort. Das Problem ist wahrscheinlich, dass dort noch viele andere Spieler sind. Ich kann das nicht riskieren. Ich brauche noch 1 oder 2 Schläge. Ich hau lieber ab. Leider kann man auch nicht unendlich sprinten. Man sieht, links unten ist eine Anzeige mit Energie, Essen und Trinken. Und der äußere orange Balken ist die Ausdauer. Leider kann man nicht so lange säckeln. Man sollte das also ein bisschen aufsparen für den Fall wie jetzt, wenn einem ein bisschen viele Zombies verfolgen, dass wir noch abhauen. Gut, wir haben es schon geschafft. So. Jetzt müsste ich irgendwie Energie auffüllen. Ach, ich hätte noch Painkillers da. Ich nehme doch die Painkillers.
Ja, ein bisschen hilft. Ja, es ist halt schon, man muss recht vorsichtig vorgehen. Für die es nicht können, oder nie gespielt haben, ich denke, viele haben das Ding mal ausprobiert, das ja kostenlos ist. Das DayZ. Und das hat halt schon sehr viel Ähnlichkeit auch mit der Geräuschentwicklung, die man hat, wenn man säckelt und so. Das sehen wir alles oben rechts sehen. Also wie stark das man mich sieht und wie laut das ich bin. Komischerweise hört man mich fast nicht. Ist auch gut. Ja. Zurück zu unserem Kanal. Eben, wie gesagt, wir sind jetzt mal... wir tun jetzt wieder mal ein bisschen etwas machen. Wir haben uns aber nicht weiter Gedanken gemacht, wie viel das wir werden machen. Wir werden jetzt sicher nicht mehr so intensiv weiterspielen oder Let's Plays machen, wie wir das gemacht haben. Dass wir jeden Tag 1-2 Videos haben. Weil das doch sehr anstrengend ist. Wir arbeiten beide arbeiten und dann nebenbei noch das machen. Das ist nicht immer sehr einfach und vor allem eben, es ist zeitaufwendig und manchmal hat auch die Qualität ein bisschen darunter gelitten, was eigentlich auch nicht so toll ist. Manchmal ist weniger eben mehr. Ja, wir machen jetzt das mal. Wir schauen mal, was wir so machen. Was ich noch wollte sagen wegen Minecraft-Server. Wir bedanken uns auch noch allen, die dort mitgemacht haben. Und ich tue mich auch eigentlich noch dafür entschuldigen, dass wir dort dann einfach beendet haben. Also wir haben den Server nach der auslaufen lassen. Sind nicht mehr aktiv dabei gewesen als Admins. Weil das mit dem Let's Play zusammen schier unmöglich war, weil das sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Weil man eigentlich immer anwesend sein müsste, dass das reibungslos läuft und das ist ein bisschen zu viel geworden. Es sind nach unserer Abwesenheit sind da immer weniger Leute drauf gewesen und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir einfach den Server auslaufen, solange er noch läuft und nachher den zu schließen. Also der läuft jetzt nicht mehr. Wir sind auch schon gefragt worden, ob er noch läuft, ob er noch online ist. Oh, da war aber auch schon jemand gewesen, he?